How to Live ist der Titel dieser Serie, wo wir uns drin befinden. Und man kann es ja das auf zwei Arten. Oder? Zum einen kommt einem vielleicht so in den Sinn, da die Lifehacks oder über die How-to-Videos, oder ich weiß nicht, ob euch auf YouTube manchmal auch so Werbung erreicht, so, wie du dein Geld innerhalb von, weiß auch nicht wie lange, schnell kannst verdoppeln und so. Also es kann entweder so, man kann es so in die Richtung interpretieren, so ein paar gute Tipps, wie wir unser Leben leben können. Oder sonst ist es dann gerade ein bisschen ein steiler Anspruch oder so, how to live, so, da, wie muss man das Leben führen. Und es ist ein bisschen weder noch und doch eben das eine schon. Es geht weniger darum, dass wir da einfach das Leben erklären in dieser Serie, sondern es geht um die Bergpredigt. Es geht um die bekannteste und ausführlichste Rede, die es von Jesus überliefert ist, oder die Zusammenstellung von Reden, die es von Jesus überliefert ist. Und sie hat einen gewissen Anspruch als How to Live, weil es ist eine Handlungsanweisung, wie das Leben im Reich Gottes aussieht. Wir hatten letzte Woche den Einstieg mit dem Dani. Ein paar Stichworte, die er gebracht hat, möchte ich nochmal aufgreifen, weil sie mega wichtig sind, weil sie so eine Basis bilden, auch für die Predigt oder eigentlich für die ganze Serie. Das eine Stichwort war das Reich Gottes. Es geht in dieser Bergpredigt ums Himmelreich von Gott, wo mit Jesus angebrochen ist auf dieser Erde und wo, anders als vielleicht der Name Himmelreich vermuten lässt, nicht irgendwo einfach weit weg im Himmel irgendwo oben ist, sondern wo auch auf dieser Erde angefangen hat, angebrochen ist mit Jesus Christus. Es ist nicht ein geografischer Ort, das Reich, sondern es ist dort, wo Menschen ihr Leben aus der Verbundenheit mit Gott leben und sich an dem ausrichten, was Jesus gelehrt hat. Wir haben gehört, dass das Reich Gottes schon da ist, aber nicht vollständig. Wir können zum Beispiel hier in der Kirche ein Stück weit schon erleben, was es bedeutet, wie das Reich Gottes ist, wie es sich anfühlt, so ein bisschen Himmel auf Erde spüren, aber eben nicht vollständig. Es ist auch da in der Kirche, hat es Menschen und unser Leben ist immer noch geprägt von Egoismus, von Sünde und so weiter. Das ist Teil, Leid, es ist Teil von unserer Existenz. Aber Jesus möchte mit dir und mir kooperieren, dass das Reich Gottes in dieser Welt immer mehr Gestalt annehmen kann. Es ist ein Teil von unserer Berufung. Das Reich Gottes ist auch anders als irdische Reich, wo mit Macht, mit Gewalt oder durch Stärke funktionieren, wie wir das gerade aktuell sehr gut wieder sehen, oder wie sich da die einen Reich versuchen, über die anderen zu stellen. Bergpredigt predigt ein anderes Reich. Der Klaus Wengst hat gesagt, die Bergpredigt ist das Regierungsprogramm des Himmelsreichs. Aber es ist ein anderes Regierungsprogramm als das auf dieser Erde. Und Jesus hat angefangen mit diesen Seligpreisungen, wo wir letztes Mal davon hatten. Und sie sind ein Bild davon, wie das Leben im Königreich Gottes aussieht. Wer das drin Platz findet, für wer das es da ist, wer sich in dem daheim fühlt. Die Armen, die Traurigen, die zu kurz kommen, die ungerecht behandelt werden. Es ist ein Reich, das nicht in erster Linie für die Starken, die Durchsetzungsfähigen, die Schlauen da ist. Der Dani hat das am letzten Sonntag mit einer Geschichte verbunden. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Es hat Sehnsucht ausgelöst nach dem Reich. Es hat Sehnsucht ausgelöst, das zu erleben. Und wenn du nicht dabei gewesen bist oder die Predigt hättest anhören können, dann möchte ich dir das ans Herz legen, das noch zu machen, weil es ein guter Einstieg war in diese Serie. Jesus hat nachher in der Bergpredigt die zwei Bilder davon geredet, dass wenn wir das ausleben, das Reich Gottes und das Gestalt annimmt, dann ist es wie eine Stadt auf dem Berg, die leuchtet, die unübersehbar ist. Oder dann sind wir wie Salz für die Welt. Das, was dieser Welt die Würze gibt, das, was sie schmackhaft macht. Das ist eine genial zusammengestellte Rede. Die Bergpredigt, der Matthäus hat da zusammengefasst, was Jesus über das Leben als Nachfolger von ihm gelehrt hat, als Bürger vom Königreich Gottes. Und Ziel dieser Serie ist, dass wir die vielfältigen, aber auch herausfordernde Aussagen, oder es hat mehrere Abschnitte der Bergpredigt, anschauen und uns fragen, was bedeutet denn das jetzt heute? Eben, wie sollen wir denn leben gemäss dieser Bergpredigt? Und es ist nicht nur einfach, die meisten von euch haben wahrscheinlich einiges davon schon mal gelesen und wissen, dass das auch herausfordernd ist. Und wir werden uns heute dem stellen.
Es geht darum, wie kann das Licht unter uns wirklich scheinen? Wie können wir wirklich das Salz sein, wo Jesus dort sagt, hey, schaut, dass wir nicht fad werden. Und heute gehen wir also jetzt eben weiter in dieser Bergpredigt. Und zwar drehen wir uns immer noch um Kapitel 5, und zwar die Verse 17 bis 48. Und das sind jetzt ein bisschen viele Verse, als dass ich die einfach so würde vorlesen können. Das geht fast ein bisschen lang. Aber wenn du eine Bibel da hast, vielleicht auch auf dem Handy, hey, dann nimm die vor, schlag das auf, dass du kannst zwischendurch da nachschauen, von was ich rede. Gerade in den ersten paar Versen ist es so, dass Jesus da so ein bisschen begeisternd das Bild aufgerissen hat oder die Vision ein bisschen gezeigt hat vom Reich Gottes, als würde er jetzt ein bisschen einen anderen Ton anschlagen. Er wird konkreter, direkter, herausfordernder, oder man könnte fast sagen, der Ton wird ein bisschen schärfer. Er fängt an, im Vers 17 und der folgenden, über das Gesetz zu reden. Und zwar sagt er dort, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz ablösen. Im Gegenteil, dass er gekommen ist, um das Gesetz zu seiner vollen Bedeutung zu bringen. Und er endet die einleitenden Worte mit dem Vers 20, wo er sagt, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Er nimmt also dort Schriftgelehrte und Pharisäer als ein Beispiel. Schriftgelehrte, Pharisäer, das sind die Profis dazu mal, wenn es darum gegangen ist, das Gesetz einhalten. Das sind die, die sich das ganz gross auf die Fahne geschrieben haben, dass sie sicher das mega ernst nehmen und alles dafür tun haben, um das einzuhalten. Und er nimmt die als ein Beispiel, und zwar nicht als ein Positivbeispiel, sondern als ein Negativbeispiel. Und er setzt die Messlatte höher und sagt, wenn es ihr nicht besser schafft als die, dann vergesst es. Keine Chance. Das Reich Gottes hat andere Ansprüche. Danke, Jesus. Das ist mega ermutigend. Und ist ein steiler Einstieg, oder? Und es wird nachher nicht viel besser. Es kommen nachher in den nächsten Versen bis zum 48 die wohl herausforderndsten Aussagen, die wir von Jesus so haben, wo er konkretisiert, was er mit dem meint. Und wir tauchen kurz in die ein. Eben, wir lesen es nicht ganz, aber ich fasse es wie so ein bisschen zusammen. Es hat immer so eine ähnliche Struktur. Es fängt damit, ihr wisst, dass es heißt oder dass gesagt wurde oder die sind gelehrt worden. Und dann folgt ein Gebot aus dem Alten Testament. Und nachher sagt Jesus, ich aber sage euch. Und dann so eine steile Aussage von ihm. Und es heißt da, ihr wisst, dass gesagt wurde, du sollst keinen Mord begehen. Ich aber sage euch, bereits wer zornig ist, gehört vor Gericht. Oder wer über den anderen denkt, dass er ein Schwachkopf, ein Dummkopf, ein Idiot ist, gehört eigentlich vor Gericht gestellt. Er hat gesagt, ihr wisst, dass gesagt wurde, du sollst nicht die Ehe brechen. Damit ist Fremdgehen gemeint. Ich aber sage euch, begehrliche Blicke sind bereits Ehebruch. Und dann kommen zwei ganz krasse Aussagen, wo er sagt, wenn dein Auge oder deine Hand dich verführt, dann hack sie ab, riss Auge aus. Ihr wisst, dass es heißt, wer sich scheiden will, soll der Frau eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, Scheidung ist Ehebruch. Und vielleicht einfach, weil das ein Thema ist, wo manchmal ein bisschen im Christentum manchmal noch schwierig ist. Es geht da nicht darum, dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich zu scheiden. Das lehrt Jesus da nicht, er nennt sogar da einen Grund, aber die Gründe sind begrenzt und nicht einfach so. Ihr wisst, dass es heißt, dass du einen Eid halten sollst. Ich aber sage euch, schwört nicht. Ihr könnt nicht für die Einhaltung garantieren. Also ihr könnt es nicht heben. Oder ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge. Es geht um faire Vergeltung. Schaut, dass ihr euch nicht mehr rächt, als das euch angetan worden ist. Und dann sagt es, ich aber sage euch, wehrt euch nicht, wenn man euch Böses tut. Hebt die andere Backe an. Vergeltet gar nicht. Oder ihr wisst, dass es heißt, liebt deine Mitmenschen, deine Nächsten und hasst deine Notfinden.
Jesus sagt, ich aber sage euch, liebet auch eure Feinde. Gratuliere, ihr habt alle noch beide Augen, wenn ich so schaue. Oder hebt mal die Hand hoch, wo ihr eigentlich nicht mehr, wo nicht mehr dran sein sollte. Nein, ist nur so mäßig lustig, oder? Weil es sehr krasse Aussagen sind, die Jesus da macht. Und die Frage ist immer wieder, wie gehen wir mit diesen Aussagen, mit diesen Versen um? In der Theologie werden die Verse auch die Antithesen genannt. Und Anti ist irgendwo ein bisschen schwierig, weil es so sagt, weil es so tönt, als wäre es gegen etwas. Aber wenn man es so genauer anschaut, müsste man ja fast eher sagen, es ist fast eine Verstärkung von der ursprünglichen Gebot. Oder eben, dann kann man sich auch vorstellen, sind denn das jetzt die neuen Gebote, die Jesus aufgestellt hat, im Gegensatz zu den alten? Dann wären sie ja noch herausfordernder als die vom Alten Testament, wo wir schon gesehen haben, dass das Volk Gottes sie überhaupt nicht können halten. Und dann kommen dann vielleicht auch andere Aussagen im Sinne der Bibel, wo Jesus sagt, sie Sache ist leicht. Wo dann so die Frage ist, ja, wirklich, wenn man das so liest, oder? Und das stellt uns immer wieder vor grosse Fragen, wenn wir das lesen, und ist herausfordernd. Und auch ich habe meine Geschichte mit diesen Versen, mit dem Abschnitt aus der Bergpredigt, wo ich schon unterschiedlich darauf reagiert habe. Oder so die eine Frage, die immer kommt, ja, müssen wir das wörtlich verstehen, wenn Jesus es so klipp und klar sagt? Und wenn ja, warum macht es denn niemand? Und früher habe ich wirklich so gedacht, eigentlich, ja, müsste man das eigentlich machen, und wahrscheinlich haben wir einfach alle die Eier nicht, also schaffen es nicht und haben dann die Eier nicht zum Konsequenzen so quasi tragen. Oder die andere Frage, oder das andere, was man sich dann häufig fragt, ist, ja, vielleicht übertreibt ja Jesus einfach. Und er möchte uns eigentlich mit dem mehr aufzeigen, was perfekt wäre, was eigentlich denkt wäre und wie weit dass wir davon entfernt sind, damit wir sehen, wie fest dass wir eigentlich Gottes Gnade brauchen. Auch das ist eine Art und Weise, wie ich lange über die Verse gedacht habe. Und ich glaube, es wäre jetzt mega spannend, wenn ich euch so eine Gelegenheit gebe, tauscht mal ein bisschen aus, so in welche Richtung dass es bei euch geht oder wie ihr so darüber seht oder was vielleicht eine andere Art und Weise habt. Wir haben jetzt zu wenig Zeit für das, könnt ihr vielleicht noch zum Mittagessen machen. Als GVC wisst ihr ja, sagen wir immer, was wir suchen, ist so ein Stück weit Theologie von der Mitte. Und zwar eine gesunde Mitte und nicht eine lauwarme Mitte. Ist mir wichtig. Und auch da glauben wir, dass die Wahrheit irgendwo so in der Mitte von diesen zwei Positionen liegt. So zwischen denen, die die Antithese so als eine Verstärkung anschauen, damit man uns klar wird, wie fest wir Gnade brauchen, aber auch irgendwo dazwischen, dass nur nicht dort, wo wir denken, dass nur die Erfüllung von diesen Gesetzen vollkommene Nachfolge würde bedeuten. Vielleicht ein bisschen Hintergrund, warum wir zu diesem Schluss kommen. Im Judentum ist es eigentlich immer klar gewesen, dass die Gesetze ausgelegt werden müssen. Das heisst, interpretiert werden. Und jeder jüdische Rabbi hat so ein bisschen seine Auslegung vom Gesetz angeboten, wie er interpretiert, dass das ausgelebt werden müsste. Und Jesus ist voll in dieser Tradition drin gewesen. Er ist ein Teil von dem jüdischen Denken, von dieser Tradition gewesen und hat sich an dem beteiligt. Und die Antithesen sind sozusagen, kann man sagen, seine Interpretation vom Gesetz. Und er möchte an dieser Stelle wie so zwei Punkte machen. Oder? Zum einen macht er einen klaren Punkt, dass er nicht gekommen ist, zum jüdischen Gesetz ablösen und zu sagen, hey, vergesst es, das gilt nicht mehr, ich bringe etwas ganz Neues. Sondern was seine Interpretation davon ist. Wie er eigentlich sieht, dass es ausgelegt werden sollte als Sohn Gottes. Und für die damaligen Zuhörer hat sich dann das vielleicht ein bisschen anders angehört als für uns. Oder? Dass Jesus, wenn es heisst, ihr habt gehört das, ich aber sage euch, dass das vielleicht mehr so im Sinn verstanden haben von, hey, die Auslegungstradition bis jetzt hat gesagt, also, ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Ich sehe es so. Dann kommen wir mal zum Punkt, oder, wo man sich fragen muss, okay, was unterscheidet denn jetzt also die Auslegung vom Gesetz durch Jesus von der damaligen Auslegung vom Gesetz, das sie früher hatten? Weil der
Der Punkt, den er wahrscheinlich nicht einfach machen wollte, ist, dass er super streng sein will und sagen, los, ich mache es jetzt einfach nochmal ein paar Stufen härter als vorher. Wahrscheinlich hat Jesus einen anderen Punkt gehabt. Und wenn wir genau anschauen, dann entdecken wir, dass Jesus eigentlich wie so eine zusätzliche Dimension in das hineinbringt. Eine, die in der sonstigen Auslegung vom Gesetz oft nebensächlich oder eben nicht berücksichtigt worden ist. Oder er sagt ja zum Beispiel, hey, schön und gut, wenn du dich beherrschst und eine Person, die dich verletzt hat, die dir wehtun hat, nicht umbringst und dich zurückhebst. Aber ist es wegen dem trotzdem okay, wenn du sie innerlich klein machst? Innerlich über sie fluchst, sie abwertest, sie als würdelos betrachtest und wenn in dir wegen dem der Zorn herrscht? Ist das okay? Was Jesus möchte adressieren, ist nicht das offensichtlich Sichtbare gegen aussen, sondern die Herzenshaltung, die tief drinnen ist. Das, was im Inneren vor sich geht, das ist das grosse Statement, das Jesus da machen will. Dass es nicht einfach nur darauf ankommt, dass wir uns gegen aussen korrekt verhalten, sondern dass für ihn das zählt, was drinnen ist. Und er möchte eigentlich sagen, hey, ist nicht eigentlich das Herz das, was zählt? Und nicht einfach nur das, was schlussendlich daraus geflossen ist. Was Jesus möchte, was er da sagt, ist nicht einfach Buchstabengehorsamkeit, wie das eben die Pharisäer und die Schriftgelehrten gelebt haben. Oder? Die haben wirklich jeden Buchstaben angeschaut, den Spielraum ausgelotet und dann gesagt, so und so schaffen wir es, dass wir es nicht übertreten. Egal wie es im Herzen ausgesehen hat. Und Jesus sagt, hey, ich möchte veränderte Herzen. Und ich finde das eigentlich mega cool. Das ist ja eigentlich eine mega gute Nachricht. Jesus schaut aufs Herz und nicht einfach nur darum, dass wir alles perfekt gemacht haben. Und gleichzeitig ist es ein grosses Problem, oder? Für uns. Weil das, was wir gegen aussen zeigen, oft nicht dem entspricht, wie es innerlich aussieht, in unserem Herz hinein. Und es ist schwierig, weil wir alle wissen, auch wie es Nadine gesagt hat, oder? Im Worship am Anfang, du kannst im Herzen nicht einfach sagen, jetzt bist du so. Und dann ist es so. Und das ist irgendwo die Schwierigkeit am Ganzen. Und ich glaube, darum strahlen die mich auch nicht an mit dieser Nachricht, sondern schauen alle so. Aber das ist irgendwo die Schwierigkeit am Ganzen. Oder? Wir können alle Gesetze halten, alle gegen aussen perfekt machen, aber innerlich kannst du trotzdem ein Pünktchen sein. Und man sieht es vielleicht nicht. Und jetzt an dieser Stelle ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wieder mal so versuchen, einen Schritt zurück zu machen und nicht einfach in diesen Aussagen jetzt hängen bleiben, sondern auch nochmal den Kontext anschauen. Um was geht es in der Bergpredigt? Es geht um Leben im Reich Gottes. Und was Jesus da eigentlich auch sagt, jetzt in Bezug auf das Reich Gottes, dass das Reich Gottes eben nicht einfach ist wie mit der Schweizer Staatsbürgerschaft. Oder in der Schweizer Staatsbürgerschaft, wenn du das Papier hast, den Pass, dann kannst du eigentlich machen, grundsätzlich, was du willst oder denken, wie du willst, solange du dich an die Schweizer Gesetze haltest. Ob du innerlich dich als ein Schweizer fühlst oder ob du die Schweizer, unsere Regierung oder Politiker, ob du auf die schimpfst, ob du sie magst oder ob du sie verachtest, spielt keine Rolle. Ob du die Schweiz und ihre Bewohner gern hast, ist egal. Du hast das Papier und solange du dich an die Spielregeln haltest, ist alles okay. Zahl deine Steuern, halt dich ans Gesetz, gang vielleicht noch abstimmen, das wäre vielleicht auch noch wichtig. Und dann bist du ein guter, korrekter Bürger vom Schweizer Reich, von der Schweiz. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist im Fall anders. Es langt nicht, sich einfach gegen aussen korrekt zu benehmen, die Spielregeln befolgen. Das Reich Gottes geht tiefer. Es geht bis in dein Innerste. Es geht um dein Herz. Und in dem Punkt, dass es eben tiefer geht, finden wir auch wieder so eine Verbindung zu den Seligpreisungen. Es geht auch dort nicht um Äußerlichkeiten, ums Oberflächliche, sondern eben schon dort fängt es an, dass es eigentlich tiefer geht. Und die Seligpreisungen sind ein Stück weit so, der Dani hat es genannt, Tugenden vom Reich Gottes. Das, was dort als gut, als wertvoll angeschaut wird. Und jetzt die Antithese, die da Jesus bringt, ist wie, und jetzt schauen wir das Gesetz durch den Blick von diesen Tugenden an. Verstehen Sie, was ich meine?
Tugenden sind so das, wo Jesus sagt, das ist das, was ein Stück weit zählt, und mit diesen Antithesen sagt er, und jetzt schauen wir an, wenn wir das Gesetz, das jüdische anschauen, aus dem Blick von diesen Seligpreisungen, was das bedeuten. Und dann, wir gehen schnell die Abschnitt vielleicht so ein bisschen durch. Der erste Abschnitt ist eben der vom Töten. Dann merken wir, dass es bei dem Gesetz eben nicht vom Töten nicht einfach darum geht, zu verhindern, dass Menschen sich gegenseitig umbringen, sondern es ruft uns auf, den Zorn in uns selber zu thematisieren. Und überlegen, wie können wir Gelassenheit, wie können wir Sanftmut in unserem Leben kultivieren. Und es klingt so an aus den Seligpreisungen, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Das ist das, was wir in dem wieder finden. Und wo wir uns vielleicht dann fragen, hey, warum werde ich so schnell wütig? Warum fällt es mir so schwer, anderen zu vergeben? Oder in dem Abschnitt, wo es um die sexuelle Versuchung geht. Es geht nicht darum, zu sagen, wie schlimm Ehebruch ist und was wir alles dafür tun sollen, damit es ja nicht passiert. Es geht vielmehr darum, dass wir uns mit unseren eigenen sexuellen Bedürfnissen und Fantasien auseinandersetzen. Und sie anfangen, im Licht vom Reich Gottes zu betrachten und darüber reflektieren. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns die Hand jetzt abhacken oder eben das Auge ausreißen. Aber es geht doch darum, ob man Unreinheit, und wenn es nur gedankliche ist, ob man sie einfach stillschweigend akzeptiert oder ob man dagegen ankämpft. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Oder dort, wo es um die Wahrheit geht. Das heisst, im Reich Gottes musst du doch ein Ja nicht noch verstärken, indem du irgendwie schwörst, zum klar machen, damit es auch wirklich ernst meint. Weil Jesus sagt, nein, wenn du Ja sagst, dann soll es ein Ja sein. Wenn Nein, soll es ein Nein sein. Es geht darum, die Tugenden von Wahrhaftigkeit, von Integrität, von Fairness zu fördern. In unserem eigenen Leben. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Oder bei der Vergeltung. Es geht nicht darum, um sicherzustellen, dass durch das Gesetz die Vergeltung nicht überbordet und dass wir nicht übertreiben und einander viel mehr heimgehen. Was Jesus will, ist, dass wir alternative Formen vom Umgang mit dem Bösen entwickeln. Dass wir die Tugenden von Großmut, Sanftmut praktizieren. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen. Oder von der Findesliebe. Es geht auch dort nicht darum, durch geeignete Regelwerke zu definieren, wer ist jetzt Freund und wer ist Find, wer soll geliebt werden, wer soll gehasst werden. Es geht doch vielmehr darum, dass unser Wesen im Herzen von Gott geprägt werden kann, bis wir am Punkt sind, wo wir selbst unsere Finden lernen können, wo es nicht mehr darauf ankommt, ob wir jetzt jemanden in die Kategorie von Freund oder Find einteilen würden. Wir wissen, das ist ein Mensch. Es gibt nicht Freund oder Find. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet. Also es geht in diesem Abschnitt darum, wie das Gesetz im Licht von Gottes Reich verstanden werden wird. Und Jesus sagt, dass das Reich Gottes nicht einfach aufbauen wird und nicht dort einfach existiert, wo wir uns an die Spielregeln halten. Dass es nicht dort ist, wo wir den Spielraum irgendwo ausloten und schauen, okay, wie weit können wir gehen, bis wir irgendwo an der Grenze sind, sondern dass das Reich Gottes dort stattfindet. Wo wir nach dem Radikalen, nach dem Ursprünglichen, nach dem Willen Gottes fragen, nach wie er es eigentlich gedacht hat, wie er es eigentlich hat schaffen wollte. Und wo wir unser Herz von dem prägen lassen. Und nicht einfach nur ein Produkt versuchen zu erzeugen. Und ich weiss, das ist manchmal, oder das ist einfacher gesagt als da, weil wie gesagt, unser Herz ist manchmal nicht so einfach zu steuern. Und Jesus setzt am Schluss wirklich nochmal einen oben drauf. Im Vers 48 sagt er, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und er sagt es, glaube ich, nicht zum Spass, oder? Er meint es irgendwie ernst. Er möchte nicht einfach oberflächlich schön, sondern er möchte wirklich. Und ich weiss, das kann irgendwo in uns so einen Druck auslösen, oder? Und es gibt wie so zwei verbreitete Ansichten in der Christenheit. Ich habe es am Anfang schon mal ein bisschen angetönt, wie wir manchmal damit umgehen.
Das eine ist so, die eine Art und Weise ist, dass wir versuchen, dem Druck von diesen Aussagen standzuheben und krampfhaft versuchen, mit viel Disziplin, mit noch mehr Willenskraft, das irgendwo anzubringen und einzuhalten. Und hoffen, dass unser Herz dabei dann irgendwo doch noch verändert wird. Aber so, das sind Gottes Ansprüche an mich und ich möchte jetzt versuchen, mit aller Kraft mich an das zu heben. Und ich habe gemerkt, bei mir ist noch so eine gewisse Theologie dahinter gestanden, wo ich so gedacht habe, nämlich, hey, weil, wenn wir es nicht schaffen, hätten wir ja eigentlich den Tod verdient. Weil die Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott sei Dank gibt es Gottes Vergebung, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und mich gerettet hat. Das ist bei mir so ein bisschen hinter dieser Phase gestanden, wo ich so versucht habe, mit diesen Texten umzugehen. Eine zweite Art und Weise, wie man manchmal mit dem Anspruch oder eben dem Druck, der das in uns auslöst, können umgehen, ist, dass wir versuchen, dem Druck auszuweichen. Dass wir es versuchen, zu relativieren, uns dem Druck zu entziehen. Gründe suchen, warum das für uns so nicht mehr gilt. Weil schließlich herrscht ja Gnade. Und eben Bergpredigt zeigt vor allem auf, wie fest dass wir sie brauchen. Auch da gemerkt, es ist eine gewisse Theologie, die ich dahinter hatte, in dieser Zeit, wo ich so gedacht habe. So, hey, wir leben ja in einem neuen Bund und wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern jetzt unter dem Bund von der Gnade. Und eben, Jesus hat, und das ist der Grund, warum Jesus uns da einfach aufzeigen wollte, wie fest dass wir eigentlich daneben wären. Und vielleicht merkst du, beides sind nicht komplett einfach falsche Theologien. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie der richtige Ansatz sind, um herauszufinden, wie wir mit der Bergpredigt umgehen sollen. Ich will das nicht jetzt irgendwie sagen, dass das wie falsch war. Aber als grundsätzlich Theologie dahinter. Das sind ja Sachen, die man in der Bibel findet, die klar drin sind. Aber ich glaube, es ist nicht die Brille, die man da anziehen sollte, um die Bergpredigt anschauen. Ich möchte da nochmal an den Kontext erinnern. Das Reich Gottes, das ist die Brille, die man anschauen muss, wenn man die Aussagen lebt und das lesen. Und das Reich, das ist mit Jesus angebrochen. Und das Spannende ist, eine Eigenschaft von dem Reich ist, dass es schon da ist, aber noch nicht ganz. Und so ist es vielleicht auch mit diesen Ansprüchen und mit unserem Leben dazu. Ja, ein Stück weit ist es vielleicht schon da, aber noch nicht ganz. Noch nicht in seiner Vollkommenheit. Und darum können wir den Abschnitt in dieser Bergpredigt so entweder als einen Druck verstehen, als Anforderung, als Messlatte an unser Leben, wo wir sowieso nicht gerecht werden können. Oder wir versuchen auszuweichen und uns von dem, damit wir nicht davon irgendwo verdrückt werden. Oder es gibt noch so einen dritten Weg. Wir können es als ein Ziehen, als einen Zug von Gott, ein Ziehen von Jesus zu sich hin verstehen, wo er sagt, hey, komm zu mir, das ist die Art und Weise, wie wir im Reich Gottes möchten leben. Das ist das, was dich kann erwarten. Komm in mein Reich hinein. Ist das nicht das, was wir doch alle suchen? Das sind vielleicht die gute Nachricht. Das ist der dritte Weg, wie wir das anschauen können. Und ich möchte heute Werbung machen dafür, dass wir es als ein Ziehen von Jesus, als sein Herz an, in seine Gegenwart, in die Verbundenheit mit ihm sehen. Und ich glaube, das ist so wichtig und ich glaube, das ist die richtige Sicht darauf, auch wenn wir nochmal so den Blick auf die Bergpredigt als Ganzes werfen. Wenn wir so die Struktur, den Aufbau anschauen und der Dani hat das mit so einem Bergpredigt-Ei gemacht. Ich habe auch ein Bergpredigt-Ei, aber ein bisschen süßeres. Dafür ist es ein bisschen kleiner. Die grossen gibt es anscheinend nur an Ostern. Genau. Aber so das Ei da. Und er hat gesagt, die Bergpredigt hat wie so 3 Teile, oder? Ich versuche das da so abeinander zu machen. Ja, fast. Von vorne sieht es noch gut aus. Hinten nicht mehr so ganz. Wir haben die 3 Teile. Wir haben das Kapitel 5, das Kapitel 6, das Kapitel 7. Und so Kapitel 5 und 7 sind wie so die Äusserhülle von dieser Bergpredigt. Im ersten Teil, oder im Kapitel 5, eben die Seligpreisungen, die Vision von dem Licht von der Welt und die Antithesen, wo es darum geht, wie es in unserem Herz aussieht und dass es aus dem Herz raus muss kommen, dass das ist, was zählt im Reich Gottes. Es ist der Abschnitt, das Kapitel, wo Jesus ein Bild vom Reich Gottes zeigen will, auf was es ankommt, um was es dort drin geht.
Kapitel 7 geht es nachher mehr so um die Herausforderungen in der Umsetzung in unserem Leben. Es klärt viel mehr so das Verhältnis zu uns selber, unsere eigene Haltung, die es dazu braucht. Und in der Mitte ist Kapitel 6. Ich tue das hier auf die Seite. Der Kern, das Verhältnis zu Gott. Im Kapitel 6 geht es um Verbundenheit. Und das Kapitel 6 hat noch einen innersten Kern. Wenn man das aufmacht, da hat es jetzt ein Prize drin. Keine Ahnung, was das ist. Irgendetwas. Aber im Kapitel 6, der Kern, der ist bekannt, das ist das Vaterunser. Die letzte Serie, die wir hatten. Und das Kapitel 6 ist das, was alles zusammenhält. Das Kapitel 6 ist das, was uns helfen und zeigen wie denn das funktioniert. Der Schlüssel liegt in der Verbundenheit mit Gott. Und es hat Kraft, wenn wir sie suchen, wenn wir mit ihm connected sind, wenn wir so beten, wie das uns die Bergpredigt lehrt. Jesus weiß, dass es nicht einfach schnipp anders ist in unserem Leben. Aber wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir mit ihm dranbleiben, durch das Gebet, eben durch das, wo er uns im Vater unser zeigt, dann fängt es an, unser Herz zu verändern, immer mehr in die Richtung. Dann passiert genau das. Und ja, bei dem geht es noch ein bisschen mehr darum, oder? Es ist nicht einfach nur, okay, ich bete einmal täglich das Vater und so, und dann ist gut. Es geht nicht einfach darum, einmal am Tag Check-in machen bei Gott und dann kann ich zuschauen, wie täglich alles anders wird. Es gibt da schon noch ein paar Sachen mehr dazu. Aber der Schlüssel ist, es kommt nur aus der Verbindung mit Gott. Es geht nicht aus eigener Kraft. Aber es ist auch nicht okay, wenn wir dem einfach ausweichen. Und wir möchten so, gerade in Zukunft, wir möchten gerade in Zukunft euch auch noch stärker mitnehmen. Trainieren, wie Gott an unserem Herz arbeiten kann. Wie er uns verändert. Durch was? Was unser Anteil daran ist, was Gottes Anteil ist, was du machen kannst. Und da gibt es noch ein paar Sachen mehr als einfach nur beten, die uns helfen können, verändert zu werden. Ich möchte schliessen mit dem. Die Seligpreisungen, der Anfang hat so ein bisschen beschrieben, für wer das Reich Gottes ist. Und Hunger wecken danach, nach ein Teil davon zu sein, was dort für eine Kultur, für einen Groove, was für Werte dort herrschen. Und der Abschnitt, den wir heute hatten, mit seinen Herausforderungen, der stellt die Spielregeln auf oder er stellt es eben in Frage. Er sagt, es geht nicht um ein äußerliches Einhalten von irgendwelchen Gesetzen oder Spielregeln. Das Ziel, was im Reich Gottes darum geht, ist, dass du und ich veränderte Herzen bekommen. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Das drinnen, das ist das, was muss verändert werden. Alles andere beeindruckt Gott nicht. Und vielleicht kannst du dich so zum Schluss einfach persönlich fragen, hey, was in dem hinein fordert dich am meisten raus? Ist die Diskrepanz vielleicht so von dem, was du gegen aussen zeigst, zu wie es tatsächlich innen aussieht? Ist es irgendwie ein Umgang mit dem Druck zu finden oder eben vielleicht auch in gewissen Bereichen, wo Jesus da drin hineingekriegt hat, das ernster nehmen? Den Druck nicht einfach irgendwie versuchen zu relativieren? Oder ist es eben genau das Umgekehrte? Vielleicht ein Stück weit auch wegkommen von dem, es nur aus eigener Kraft zu probieren und mehr darauf zu fokussieren, aus der Verbundenheit mit Gott herauszuleben. Vielleicht jetzt einzelne Punkte, die dich ansprechen, deine Gedanken, die du über andere hast, deine heimlichen Gelüste, Blick, Gedanken von etwas zu besitzen, was eigentlich nicht dir gehört, das Verhältnis zur Wahrheit, das Vergeltungsbedürfnis oder deiner Liebe zu anderen Mitmenschen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen redest. Dass du uns aufzeigst, was für uns da ist.
was für jedes Einzelne dran ist. Der Umgang mit diesen herausfordernden Thesen, die du da aufstellst, diesen Aussagen, die uns so treffen und die uns so aufzeigen, was eigentlich der Kern ist, um was es eigentlich geht, um veränderte Herzen. Und Jesus, ich bete mit all denen, die das auch möchten, die veränderte Herzen, und wir heben sie dir an. Wir wollen die Verbindung mit dir immer wieder suchen und bitten dich, dass du daran arbeiten kannst. Jesus, dort, wo wir es zu fest selber probiert haben, wir einfach auch nochmal uns ausrichten auf dich. Auf die Beziehung mit dir. Auf die Verbundenheit mit dir, sie suchen. Jesus, dort, wo wir es uns vielleicht manchmal auch zu einfach gemacht haben, zeig du uns auf, was ein gesunder Umgang damit ist. Wo das es dran ist, vielleicht das auch nochmal neu ernst zu nehmen, was du da sagst. Danke, Heiliger Geist, dass du dieses Werk tust, in jedem Einzelnen von uns. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in eine Zeit hinein, wo vom Worship